Guten Morgen, die Damen und die Herren. Ich weise euch hier ein Monument, das direkt beim Europaparlament steht, ein Dame, die ein Eurozeichen an der Hand hat. Und das hat eine immense Symbolik und das sind wir diese Woche gewohnt. Es ist so, dass wir herausgefunden haben, dass die Europäische Kommission mit ihren so Millionen an sogenannte Nichtregierungsorganisationen überwiesen hat, für Propaganda zu machen für ihre eigenen Ziele, Propaganda bei den Deputierten, Propaganda bei der Presse, bei den Membersländern, für allem an denen Membersländer, die mir kritisch gegenüber der Europäischen Union angestellt sind. Und so hat also die Europäische Kommission mit Suen, die ihr gehören, Propaganda für ihre eigenen Ziele zu machen, und das dummer da ein bisschen handelt die demokratischen Prozesse gang an den Membersländern, und ich meine, auf eine ganz nicht transparente Manier. Das wird hier viel diskutiert, und es gibt auch eine Vorstellung, wie kann der Sache entgegenwirken, wenn eine Form, wo Korruption ist, ganz sicher, und das ist für vielleicht in Europa so etwas zu machen, wie wir in Amerika haben, mit Elon Musk, nämlich so ein Doge, irgendeine Agentur, die draußen den europäischen Institutionen steht, und man kann gucken, wie zu überhaupt hier verwaltet gehen. Ich meine, das wäre eine ganz, ganz gute Sache für die ganze Europäische Union. Aber wenn wir schon von Doge schwätzen, das heißt von der Agentur, die den Elon Musk feiert, dann nur sehr herauszufinden, wie die amerikanische Verwaltung mit den Suen umgegangen sind, da muss ich schon sagen, dass rauskommt, dass doch viele Medien aus der Welt von den Amerikanern finanziert werden und natürlich auch inhaltlich von den Amerikanern beeinflusst werden. Bislang habe ich keine Informationen, dass auch Lützeburger Medien oder Lützeburger Journalisten auf die Manier finanziert gesehen. Aber das ist schon ein weltweiter Skandal, wenn ihr herausfindet, wie stark als Meinung einheitlich geprägt wird durch ein Narrativ, den zu Washington dann abgestellt wird und dann aus der Welt verbreitet wird. Und ein drittes Sujet, den uns das Woche terribel beschäftigt hat, ist natürlich die Situation in der Ukraine. Da haben wir auch eine richtige Revolution eigentlich von der Situation. Wir hatten jahrelang eine amerikanische Administration, die gesagt hat, we stand with Ukraine as long as it takes. Und es war eine ganz einseitige Präsentation von der Situation in Osteuropa. Trotzdem das Land die war Fall, das ist ein Krieg, wo die Ukraine Chancen hat zu gewinnen und so weiter und so fort. Ihr kennt das, jahrelang gelesen an unseren Zeitungen. Lo, ob einmal hat sich den Ton komplett geändert. Für uns Europäer ist das natürlich auch eine große Herausforderung, weil man muss mit den neuen Realitäten eins gehen, die wir eben haben, Friedensverhandlungen zwischen den Russen und den Amerikanern, ohne eine Partizipation von der Europäischen Union und auch ohne Partizipation von der Ukraine. Ein ganz neues Narrativ über die Ursachen des Krieges, über die NATO-Erweiterung, über die Konsequenzen, über den Zustand von der Ukraine und über die Zukunft von Europa. Ich meine, es wäre an der Zeit, dass wir als Europäer eine eigenständige Analyse entwickeln, eine eigenständige Diplomatie auch entwickeln, die die Realitäten an der Welt, in neue Realitäten Rechnung dreht, und das bedingt ganz, ganz viel Courage. Wir als ADR hatten den eigentlich von Anfang an, von dem Anfang vom Krieg an, wo man der Chambre in Position vertreten hatten, die viel mehr moderat war, wie die in den anderen Parteien, viel mehr nuanciert. Und ich meine, dass muss auf dem Weg 4 gehen. Ich sage, merci für die Nullaufstellung.